Bei der 21. Sitzung des Wertebündnis Bayern am 29. Februar 2016 stand das Thema Wertediskurs und Integrationsprojekte auf der Agenda. Es ist eine Herausforderung für unsere Gesellschaft und es geht mir insbesondere darum, dass alle Kinder und Jugendlichen dieselben Chancen haben. Und da gilt es sich besonders um die zu kümmern, die jetzt im Augenblick zu uns kommen. Und das Wertebündnis ist das Wertebündnis für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und insofern ist es natürlich auch wichtig, da geeignete Projekte, Aktivitäten anzubieten. Ich begrüße außerordentlich, dass auch das Wertebündnis, das sich ja vor allem auch an junge Menschen richtet, genau diese Aufgabe stellen will. Einen Impuls zum Thema gab der Vortrag von Prof. Dr. Heckmann. Flüchtlinge haben Grundbedürfnisse und das steht im Vordergrund zunächst mal natürlich die Frage der Unterbringung, also Wohnung, ja. Aber um zu einem eigenständigen Leben kommen zu können, bedarf es eben der Bildung und der Arbeit. Und das sind gewissermaßen die Felder, auf denen sich die Grundlagen einer erfolgreichen Integration abspielen werden. Ja? Und dazu wird es notwendig sein, also ganz massiv auch finanziell zu investieren, Geduld zu haben, beispielsweise auch in Bezug auf den Wohnungsmarkt, sodass man mit ganz schnellen Erfolgen hier gar nicht rechnen kann. Im Saal und auch abseits des Plenums wurde über die Herausforderungen diskutiert. Ich wäre froh, wenn ich als Migrant, wenn ich als Flüchtling in eine Gesellschaft komme, die sich selber auch mit diesem Problem so weit auseinandergesetzt hat, dass sie für mich Strukturen schafft, dass ich da also sozusagen eingegliedert werde. Die größte Herausforderung ist, dass wir zuallererst Sprache vermitteln in einer Intensität, dass man sich in unserer Gesellschaft integrieren kann, dass man auf dem Arbeitsmarkt entsprechend unterkommen kann. Das Zweite ist, dass wir schauen, wo die Qualifikationen sind. Das ist sehr schwer festzustellen. Das muss gelingen. Und das Dritte ist es, dass wir dann tatsächlich, dass es uns auch in der Wertevermittlung gelingt, dass die Menschen, die zu uns kommen, zu unserer Wertegemeinschaft stehen. Das braucht Zeit. Das muss auch prozesshaft auch so verstanden werden. Es finden innerlich sozusagen bei den Migranten Umorientierungsprozesse. Die Gesellschaft orientiert sich auch neu. Es gibt neue Aufgaben. Also dass beide Parteien quasi auch offen sind für Lernprozesse, dass wir jetzt nicht sozusagen von Multikultur sprechen und letztendlich Monokultur leben. Man sollte wirklich den Kontext gut verstehen. Es sind Geflüchtete. Und man muss darauf eingehen, also man muss auch offen sein und nicht mit Vorurteilen der ganzen Sache begegnen. Wir haben ein Motto, gemeinsam Spaß erleben und Integration kann nur gelingen, wenn man wirklich gemeinsam daran arbeitet. Um Begegnungen zu ermöglichen und Vorurteile abzubauen, setzten die Partner des Wertebündnisses auf vielfältige Angebote. Integration gelingt meiner Meinung nach natürlich durch das Medium Sport, das ja unser zentraler Bestandteil ist. Besonders gut, weil einfach die Zugangswege über den Sport sehr, sehr niedrigschwellig ist. Man kommt einfach sehr, sehr nahe und sehr einfach an die Menschen heran. In den Projekten der Bayerischen Philharmonie geht es zentral darum, eben gemeinsames Erlebnis zu schaffen. Musik berührt direkt, Musik geht direkt aufs Herz und hat auch heilende Wirkung. Insofern ein gemeinsames Lied, einen gemeinsamen Kanon zu singen, aus den unterschiedlichen Kulturräumen verbindet, direkt und sofort, auch wenn die singen, sich nicht unterhalten könnten. In meinem Projekt setze ich sehr darauf, dass wir die jungen Menschen von Anbeginn an ohne Sprachbarrieren, ohne andere Barrieren zusammenbringen über Sport, wo sie sich einfach ungezwungen kennenlernen können, wo sie sich ungezwungen anschauen können und danach dann sich auszutauschen. Ich freue mich, dass dieses Projekt so starten kann und nach einem Jahr jetzt Mitglied im Wertebündnis finde ich es unglaublich gut, dass wir das Thema Integration als große Überschrift nehmen.